Ja, sehr verehrter Herr Vorsitzender Nuck, liebe Frau Maria Michalk, Herr Landrat, werte Abgeordnete, aber sicherlich in erster Linie verehrte Delegierte und Gäste. Herzlich willkommen, sage ich Ihnen heute, herzlich willkommen in der Gemeinde Boxberg, Oberlausitz, hier im Ortsteil Uist. Die Entscheidung, die Jahreshauptversammlung der Domowina 2011 heute und hier durchzuführen, macht uns besonders stolz und glücklich. Denn unsere sich verändernde Region braucht einerseits sehr dringend das öffentliche Interesse von Politik, Wirtschaft und Organisationen, um den komplizierten Wandel hier vor Ort auch weiterhin führen zu können. Andererseits darf ich auch heute die Gelegenheit nutzen, mich bei all denjenigen zu bedanken, die mit uns gemeinsam in den letzten Jahren viele Anstrengungen unternommen haben, um dieser Region ein neues, ein anderes Image zu geben und die immer daran geglaubt haben, dass Visionen auch Wirklichkeit werden können. Visionen, welche in den Jahren der gesellschaftlichen Veränderung, in der Notwendigkeit neuer Orientierung, in der Notwendigkeit, Arbeit für unsere Menschen zu schaffen, entstanden sind und bis heute hier vor Ort sehr konkrete Umsetzungen erreicht haben. Unser Bärwalder See als größter See des Freistaates Sachsen in unmittelbarer Nähe bietet schon jetzt beste Möglichkeiten für Erholung und Entspannung und vielfältige Möglichkeiten der sportlichen Betätigung und des Wassersports. Das Landschaftskunstbauwerk Ohr mit dem Theater im Ohr wird zunehmend als einzigartiger Besuchermagnet und das Licht-Klang-Festival Transnaturale als schon traditionelle Kunstveranstaltung der Landschaftskunst angenommen und bringen natürlich auch unzählige Besucher in die Region. Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch unbedingt noch unser Lochner Findlingspark, welcher in den vergangenen Jahren ca. eine Dreiviertelmillion Besucher begrüßen konnte und in der vergangenen Woche die Saison eröffnet hat. Gemeinsam haben wir vieles erreicht, wir wissen aber auch, dass wir unser Engagement fortführen müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, herzlichen Glückwunsch auch zur Wahl dieses Veranstaltungsortes. Ich weiß, dass ich jetzt sicherlich in einigen Passagen doppelt wiederholen werde, was die Geschichte dieses Uist betrifft, weil der Vorsitzende schon darauf hingewiesen hat. Es war auch für mich schwer, das alles nachzuvollziehen. Aber ich gehe ganz einfach davon aus, dass es uns natürlich stolz macht, auf diese historischen Gegebenheiten hinweisen zu können. Uist ist ein uralter Herrschaftssitz, angesiedelt natürlich im Bereich einer Rodungsinsel des Oberlausitzer Heide- und Teichgebietes. Es ist ein wichtiges Zeugnis für die Geschichte des regionalen Adels, zu dem so bedeutende Geschlechter wie die Familie von Metzrath, von Nostitz, von Gersdorf oder von Dohna gehörten. Der Schlosspark sowie die angrenzenden Nutzgärten und Teiche sind ein wichtiges Dokument dieser Geschichte. Schloss und Park sowie das Dannenberghaus sind ebenfalls eng verbunden mit der Entwicklung und der Nikolaus Ludwig Reichsgras von Zinzendorf und Potterdorf begründeten Herrnhuter-Brüdergemeinde, die beginnend in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die ganze Welt erstrahlte. Uist war eine wichtige Station im Lebenslauf von Hermann Pückler. Der Schlosspark war ein wichtiger Veranstaltungsraum der sorbischen Traditionspflege und des Kulturschaffens. Das Uister Schloss war neben dem Adelspädagogium eine bedeutende pädagogische Ausbildungsstätte, die sich außer der Erziehung von Kindern aus Adelskreisen auch der Bildung der einfachen sorbischen Bevölkerung widmete. Äußerst innovativ war die Kombination von Schüler- und Lehrerausbildung sowie die Einbeziehung der Schulgartenarbeit. Bedeutende Pädagogen haben in Uist ihre Ausbildung erhalten und hier gewirkt. Das ausgeprägte Nationalbewusstsein der Uister Sorben kam in den Jahren um 1810 besonders dadurch zum Ausdruck, dass die sorbischen Eltern die hiesige Volksschule verweigerten, weil der Direktor der Anstalt der sorbischen Sprache nicht mächtig war. Erst als der Sohn des herrschaftlichen Vogts 1916 als Direktor der Anstalt im Schloss eingesetzt wurde, er war selbst Sorbe, nahmen die Eltern das Angebot des Gutsherrn an. Selbst Kinder aus der Umgebung, aus Möhne und Lippen, besuchten jetzt diese Schule. Als nach Ende des Ersten Weltkriegs die Deutschland zerschlagen und die Weimarer Republik ausgerufen war, begannen sich die Herzen der sorbischen Menschen neu zu regen. Sicherte doch die neue Verfassung der Republik die Rechte der kulturellen Entwicklung zu. So kam es im Frühjahr 1921 in Uist zur Bildung des sorbischen Ortsvereins, der den Namen Sarotka erhielt. Auch in Uist sollte die sorbische Kultur zur neuen Blüte entstehen.
Und wir wissen auch, dass dieser neue Ortsverein sich dann später unbedingt eine Fahne geben wollte. Dieser Wunsch wurde umgesetzt und durch Spenden konnte dieser Wunsch letztendlich verwirklicht werden. Im Juli 1923 fand die Fahnenweihe statt. Wir haben sie hier an der Wand. Erster Fahnenträger war der Uister Maurer August Mertin. Diese Fahnenweihe war natürlich die größte sorbische Demonstration, die UST erlebt hatte. Viele tausende Menschen aus dem sächsischen, preußischen, aus Oberlausitz waren hier nach Uist gekommen. Sehr geehrte Damen und Herren, anhand sicherlich nur weniger Beispiele sehen Sie eine lange Tradition der Sorben auch hier in Uist, welche heute mit der Hauptversammlung fortgesetzt wird, zu der ich Ihnen einen ganz, ganz tollen Erfolg wünsche. Persönlich alles Gute, mich natürlich auch bedanken möchte zur Zusammenarbeit mit den regionalen Verantwortlichen. Ja, alles Gute auch dem scheidenden Vorsitzenden wünsche und ja, uns gemeinsam sicherlich einen guten gemeinsamen weiten Weg hier in der Oberlausitz. Dankeschön.